So, hallo ihr sexy Fitness People, Jay und Mike von Fitness Schweiz. Heute geht es um folgendes Thema, und zwar, welches ist die richtige Diät für mich? Ich höre immer wieder von Leuten, jetzt habe ich alles probiert, alle Diäten gemacht und das und dieses und auf das verzichtet und auf dieses verzichtet und bla bla bla, und ich kann einfach nicht abnehmen, und wenn ich meine 5 Kilo abgenommen habe, in einem halben Jahr habe ich sie spätestens in einem Monat wieder drauf und Jojo-Effekt und. Das gleiche beim Zunehmen. Ich kenne viele dünne Leute, die gerne ein bisschen schwerer sein, aber es einfach nicht schaffen. Das heisst immer, ich esse so viel jeden Tag und ich nehme einfach nicht zu. Und ja. Jetzt mein Tipp: die einfachste Diät ist Kalorienzellen. Jetzt denken alle, nein, das ist doch scheiße und das schießt mich an und so. Stimmt, früher war das scheiße, aber heutzutage, wo jeder ein Smartphone hat, ist das eigentlich absolut kein Problem. Es gibt viele Apps. Ich benutze ShapeUp, die gibt es für iPhone und Android. Dort läuft es so, du kannst die Lebensmittel, die du isst, kannst den Strichcode einscannen. Du kannst aber auch einfach danach suchen. Du kannst eingeben, was du isst. Und es ist wirklich alles drin. Also ich habe noch nie etwas gegessen, das ich mit dieser App nicht gefunden habe. Und ich mache das jetzt schon eine Zeit lang. Dann schießt man das ab, das Essen. Und dann sieht man eigentlich, wie viele Kalorien das hat, wie viel Kohlenhydrat, Fett und so weiter das Ganze hat. Man kann auch in dieser App eingeben, was man den ganzen Tag macht. Also, ob man einen strengen Job hat, Baustelle, oder ob man im Büro sitzt den ganzen Tag oder wie auch immer. Kann man eingeben, weil das natürlich den Kalorienbedarf auch verändern. Um den Kalorienbedarf herauszufinden, kann man ins Internet, das ist kein Problem, da gibt es viele Seiten, wo man das berechnen kann. Da kann man eingeben, je nachdem wie gross, wie alt man ist, was man den ganzen Tag so macht. Und dann wird einem der Wert angezeigt. Klar, der Wert ist nicht zu 100% korrekt, wie wenn man das mit Spezialgeräten berechnen lässt. Aber so als Basis reicht das sehr, sehr weit, weil dann kann man nachher mit der App davon ausgehen, von diesem Wert, und zum Abnehmen 200 bis 400 Kalorien unter dem Tagesbedarf und zum Zunehmen 200 bis 400 Kalorien über dem Bedarf essen. Man hat immer schön den Überblick, man sieht, was man schon gegessen hat, was man noch essen darf. Schlussendlich kommt es nicht gross darauf an, was man isst. Dass man natürlich gesunde Lebensmittel essen sollte, ist jedem klar. Aber es muss nicht immer gesund sein. Mit dem Kalorienzellenprinzip ist das nicht so wichtig. Und das ist natürlich für viele Leute auch sehr wichtig, dass sie ab und zu mal eine Pizza essen können. Das ist mit Kalorienzellen nicht so ein Problem. Klar sollte man es nicht jeden Tag machen, aber grundsätzlich ist das nicht so ein Problem. Was noch wichtig ist, man sollte nicht die 400 Kalorien, obwohl 400 ist schon ziemlich viel, nicht überschreiten, weil dann nimmt man wieder schnell ab und das wissen wir alle, das ist nicht gesund. Das gleiche beim Zunehmen, also nicht weit über die 400-500 Kalorien plus, weil sonst wird man einfach nur noch feiss und nicht wirklich muskulös, und darum würde ich das nicht machen, nicht überschreiten die Zahl. Was es noch zu sagen gibt zu der App: man hat jetzt sogar ein Feld, wo man eingeben kann, was man am Tag gemacht hat. Also Fitnessprogramm, zum Beispiel, man ist eine Stunde Bodybuilding oder wandern oder biken oder was auch immer man gemacht hat, kann man dann eingeben, dann wird das noch dazu gerechnet. Und dann haben wir eigentlich schön Kontrolle, weil das Ziel wäre ja eigentlich, dass man ungefähr weiss, was man durch den Tag so essen kann. Und mit der Zeit ist es sogar so verinnerlicht, dass wenn man im Laden vor dem Gestell steht, sagen wir, aha, das und das kann ich kaufen, das und das lieber nicht, weil das hat so und so viele Kalorien, und mit der Zeit geht das so automatisch, dass man gar nicht mehr grosse Lust hat, irgendeinen Scheiß zu kaufen, weil man schon von Anfang an weiss, ohne gross jetzt nachzudenken oder zuerst in der App nachschauen, wie viel Fett jetzt das drin hat. Mit der Zeit weiss man das einfach ungefähr. Und dann hat man auch den Jojo-Effekt nicht mehr. Man nimmt ihn zwar nicht ganz so schnell ab wie irgendeine Crash-Diät, aber
man nimmt stetig ab und behaltet das Gewicht auch. Und das ist ja für viele Leute auch das Wichtige, dass sie das Gewicht behalten und nicht immer auf und ab und auf und ab und auf und ab, weil dann kann man es gerade einlassen und einfach normal essen und ja, schauen, was passiert, blöd gesagt. Aber das Kalorienzählen ist wirklich ein guter Tipp von mir. Es braucht nicht viel Zeit, es geht ganz schnell. Schwierig wird es halt, wenn man ins Restaurant geht, essen oder viel auswärts isst, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil man weiß ja nicht genau, was da drin ist, wie viel die Menge ist und. Aber so grundsätzlich ist es eine sehr gute Möglichkeit zum Abnehmen oder Zunehmen, je nachdem, was man gerade will. Ich würde das jedem empfehlen. Die App kostet nichts. Eigentlich die meisten Apps kosten nichts. Und ihr müsst auch nicht dafür zahlen, weil die Premium-Apps sind nicht wirklich viel besser. Das kann eine Gratis-App genauso gut. Ich würde es jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Die Kalorien ein bisschen im Auge zu behalten. Und ich garantiere euch, ihr werdet mit dieser Technik abnehmen, ohne auf irgendetwas zu verzichten. Und es wird jedem helfen. Egal, dünn, dick, muskulös, wie auch immer. Es wird jeder Person helfen. Probiert es aus. Wenn ihr Fragen habt, Kommentar, sonst ein Like, Fitness Schweiz abonnieren und ein anderes Mal. Ciao!